Grüße zurück bei Fallout 4. Oh, wir wollten eigentlich zu diesen 4 Fraktionen der Raider und uns dort mal ein bisschen umhören. Erstens einmal, wie wir als Oberboss diese später dann aufteilen werden für New World. Ist ja nicht nur dieses Problem. Was jetzt aber nicht mehr weiß, kann man sich denen anschließen, irgendeiner Fraktion, oder ist man nur der Boss für alle 4? Das weiß ich nicht. Das werden wir im Laufe... Brad Burton. Das werden wir im Laufe dieses ganzen Gemetzels sehen. Naja, das kennen wir eh schon. Ich würde jetzt nicht unbedingt Sachen machen, die wir schon kennen aus früheren Let's Plays anderer YouTuber, was weiß der Kuckuck. Wie gesagt, ich habe angefangen mittlerweile YouTube einfach an sich nicht mehr ernst zu nehmen. Und ich ziehe mein eigenes Ding durch, wem es gefällt, ist gut, wenn nicht. Pech gehabt, YouTube ist groß. Aber müsst euch einen anderen suchen. Oh, ein Ghoul. Ah, der ist ja noch vertrocknet. Warte mal. Jetzt da. Na, wo bist denn? Schweinenase. Jetzt da. Wie schön. Da sind genau 2 unterwegs. Wo sind die? Warte mal, wir nehmen... Warte, das macht 70 Schaden. Warte mal ganz kurz, wir haben ja schon Level Up. Wir haben jetzt den Rüstmeister fertig und jetzt machen wir ihn Schmied fertig. Mir wurden 3 angezeigt. Wo sind die letzten 2? Wow. Naja. Da kann sich jetzt jeder sein eigenes Bild machen, was da passiert ist. Oder was diese Szenerie für sich aussagen will. Oh! So. Sofort auf die Beine, das ist wichtig.
Wenn wir die einmal haben, dann haben wir es schon viel leichter. Aber, wo ist der Ghoul da? Na komm. Endlich. Oh. Rachel. Die Viers. Sehr gut. Shit, da war Dingens. Wie heißt's? Ein Holoband. Toll, jetzt schiebt uns sogar schon Dings auf die Seiten. Kühlschranktier. Toll. Shit. Bonnie. Vielleicht unter Rachel. Da. Ich glaub, das war's. Ich kann nicht mehr. Ich spüre, wie es mich übernimmt. Nein, du musst noch ein bisschen durchhalten. Oswald, tut mir leid. Ich habe überall danach gesucht, aber es gibt kein Heilmittel. Überall haben sie gesagt, dass wir Ghule irgendwann wild werden und man nichts dagegen tun kann. Vielleicht waren es die Nebler. Kann nicht mehr durchhalten. Ich weiß, du wolltest das nicht, aber... Ich will nicht mehr jeden um mich herum angreifen. Also habe ich beschlossen, dem selbst ein Ende zu setzen. Ich weiß nicht, warum du nicht auch betroffen bist. Aber wenn mit dir noch alles in Ordnung ist, dann zieh weiter. Verlass Nuka World. Du kannst dir da draußen ein neues Leben aufbauen. Es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Ich liebe dich, Ors. Finden wir ihn aus eigentlich? Das wisst ihr jetzt gar nicht mehr. Normal schon. In Ost, glaube ich, findet man noch. Ich weiß nicht mehr wo. Tut mir leid. Mann, das ist jetzt bei mir auch schon... Boah. Einiges an Zeit her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Keine Ahnung. Da hat man Waffenwerkbank. Gezackte Klinge, okay. Ja, wir werden jetzt mal nur ein bisschen was zerlegen. Hack, Kack.
Hackkack. Na gut. Minigun. Ja, da haben wir einiges schon mit zusammengekriegt, irgendwie. Na, es ist aber relativ ruhig, fast schon zu ruhig. Okay, da waren wir. Ist da nicht irgendwo das Haus vom... Ist da nicht irgendwo das Haus vom Nuka World Erfinder, vom Nuka-Cola Erfinder? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber es muss ja da irgendwas sein. Au! Dann brauchst du jetzt nicht den Kopf fallen lassen. Ich glaube, da bei dem Haus waren wir noch nicht, gell? Ah, da kommst du nicht rein. Auch gut. Oder kommst von der Seite rein, was ich nämlich auch nicht glaube. Nö, in das Haus kommst du nicht. Warte mal, wir schauen uns einfach einmal die Südseiten an von dem Haus. Ah, sorry, die Ostseite. Nö. Da kommst du nicht rein. Schade. Runter da. Au! Wo ist das Haus vom Nuka-Cola Erfinder? Das muss ja da irgendwas sein. Was ist da hinten? Ei. Ah, wir haben ja... Ah, da brauchen wir unbedingt Munition, dringendst. Ah, haben wir einen 360-Grad-Turn. Ui, also der ist böse. Verrotten, der wilder Ghoul.
Auch interessant. Was haben wir da? Jetzt huckt sie die Backpflaume schon wieder hin. Na, steh auf. Menschel. 7 Zellen. Ölkanister. Wer es wie da gemütlich gemacht hat, naja. Oi. Ah, das ist nur wilder. Wo ist das Haus? Und warum ist da so wenig los? Okay, Levelgrenze. Auch gut, auch gut. Ist mir ein Donut. Und immer auf mich. Wupp, 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 wupp. Warte mal. Na komm her. So. Jetzt schauen wir mal, was da ist. Fletsch. Und weg. Die Musik tut gleich so geheimnisvoll, als wenn wir irgendwas gefunden hätten. Aber das haben wir nicht. Im Prinzip war der Ausflug daher für einen Hugo. Aber egal. Man will ja mal nicht meckern.
Also den habe ich jetzt nicht gesehen. Wie viel haben wir denn aus dem Packs? 61. Ah, gut. Maulwurfsratten. Was ist denn das? Oh. Tremors im Land der Raketenwürmer. Also ich finde so Level Designer, finde ja, wie gesagt, das sind für mich irgendwo so kleine Hürden. Ich meine gut, ich habe schon Open Worlds gesehen, die, naja. Ich meine, es ist auch die Open World nicht unbedingt belebt. Aber sie spiegelt eigentlich die ganz gut eigentlich die Zerstörung rund um und um, also von den her. Da sind wir hinter der... Wo sind wir denn da? Keine Ahnung. Oh. So, jetzt schauen wir da in die Container an und dann marschieren wir mal Richtung Nuka. Richtung Park. Oder machen wir da Schnellreise hin? Also dass wir eine Schnellreise dorthin machen. Ah, das sind die Aumasenhügel, glaube ich. Okay. Ansonsten gibt's da nix mehr. Wie spät ist denn jetzt überhaupt? Es wird Nacht. Warte mal. Nur da, um ein paar Vorräte abzuholen, Boss. Wenn du dir was nehmen kannst, gehört es dir. Das freut mich. Ich will Braucht ihr Vorräte? Hier gibt's für jeden was. Schaut mal rein.
Hier gibt's Munition. Die Händler Sollte tun man mir immer leid. dabei Müssen immer haben. diese Halsbänder tragen. Da, 12 Stunden schlafen wir jetzt einmal. Mach mal 13. Sehr gut. Bisschen Frühstück. Und wir gehen jetzt mal die Fraktionen ab. Es sind ja nur 3 oder 3 sind es, glaube ich. Die Jünger, die Unternehmer und das Rudel. Ich glaube, ja, 3 sind es. Habe ich irgendwann vergessen? Genau, da ist ein Impalor. Das ist auf, wenn man Richtung Norden geht, dann auf der rechten Seite. So. Da ist ein Hab einen der Cola. Händler beim Klauen erwischt. Ja? Was hast du mit ihm gemacht? Hab ihn vor dem Tor laufen lassen. Ernsthaft? Ja, dann gab's ein paar zusätzliche Schießübungen. Verschissene Händler. Ja, wirklich wahr, erst immer diese verschissenen Händler. Wenn du Fesseln trägst, dann nur, weil du darum bittest. Man Ach wird so. nur Sklave, wenn man Sklave sein will. Ah, so. Also wirklich wahr, erst rammt den Park zusammen, ihr Schweindeln. Schon narrisch da. Mann, ich hab echt das große Zittern. Kann seit Tagen nicht schlafen. Du hast zu viel Jet genascht. Oder was von dem neuen hab ich das Carmex-Zeug, verdammte das Maddox gebraut Nuka-Cola-Lied hat. wieder im Kopf. Das macht dich wieder klar. Scheiße, nein. Das ist der beste Kick meines Lebens. Ja, ich bin auch voll hinter euch. Wir haben alle mal dran gedacht, Coulter in den Rücken zu schießen. Da bist du uns wohl einfach zuvor gekommen. Richtig, du hast leichte Ghoul-Ansätze, Mädel. Ich habe nie verstanden, was Coulter mit 3 Banden in Nuka World wollte. Er hatte doch uns. Mehr braucht man nicht. Ja, das musst du selber fragen. Ich kann die umbringen, dann kannst du aber die Frage gern selber stellen. Attikdol braucht man. Bericht des Nuka-Sanitäters. Hier spricht Del Walsh. Ich bin Sanitäter im medizinischen Zentrum von Nuka World. Dieser Bericht ist auf den 14. Juli 2077 datiert. Ich möchte hiermit offiziell meine Bestürzung über die Sicherheit einiger Nuka World Fahrgeschäfte zum Ausdruck bringen. Ich habe gerade einen Patienten behandelt, der sich in Mad Mulligans Minenwagen-Fahrgeschäft mehrere Schnittverletzungen und Blutergüsse zugezogen hat. Allein im letzten Jahr musste ich 7 Knochenbrüche, 9 Fleischwunden, 78 Muskelverletzungen und 166 kleinere Wunden aufgrund von Fehlfunktionen der Fahrgeschäfte behandeln. Dazu kommen noch 2 Todesfälle, die sich beide innerhalb der letzten 6 Monate ereignet haben. Mir ist bewusst, dass für Projekt Kobalt einige Wartungs- und Sicherheitskräfte unseres Parks abgezogen wurden. Und ich weiß auch, wie kriegsentscheidend das Projekt ist. Aber wir können die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass Sicherheit in Nuka World keine Rolle mehr spielt. Daran muss sich umgehend etwas ändern. Da meine Vorgesetzten meine Bedenken ignorieren, werde ich diese Aufzeichnung persönlich an Mr. Bradburtons Büro weiterleiten. Darf jetzt nicht Das wird sogar die einzige Option sein. Nuka World. Ich habe immer geträumt, hierher zu kommen. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Dieser Ort ist erstaunlich, oder? Was ist denn hieran erstaunlich? Was? Schau dich um. Siehst du's denn nicht? Man kann sich richtig vorstellen, wie lächelnde und glückliche Kinder Nuka-Cola trinken und einen Heidenspaß haben. Das war bestimmt magisch.
Mein Name ist Sierra Petrovita. Ich bin aus dem Ödland der Hauptstadt hierher gekommen, um diesen Ort zu besuchen. Vielleicht hast du schon von meinem Nuka-Cola-Museum gehört? Ja, das Nuka-Cola-Museum. Kennt doch jeder. Wirklich? Das ist ja toll. Es spricht sich endlich rum. Vielleicht kommen dann auch mehr Besucher. Du hast mir eben den Tag versüßt. Da will ich mich revanchieren. Hier, ist zwar nicht mehr kalt, schmeckt aber bestimmt trotzdem. Ich würde ja gerne noch weiter plaudern, muss mich aber wieder auf die Suche machen. Ich könnte dir helfen, wenn du möchtest. Oh, nein, danke. Das muss geheim bleiben. Es ist mir äußerst wichtig. Und ich kenne dich noch nicht so gut. Ich sag's nicht weiter. Du kannst mir vertrauen. Tja, okay. Ich bin so aufgeregt, dass ich es auch kaum für mich behalten kann. Das wird eine Erleichterung sein. Ich schätze, ich bin der größte Nuka-Cola-Fan der Welt. Ich bin besessen davon, seit ich sie zum ersten Mal probiert habe. Ich sammle alle Produkte, die ich finden kann. So wie diese tolle Corky-Brille hier. Aber das ist keine gewöhnliche Sonnenbrille, sondern Teil eines echt coolen Preisausschreibens, das kurz vor dem Krieg begann. Der Gewinner sollte den berühmten John Caleb Redburton höchstpersönlich treffen. Redburton. Den Namen kenne ich. Er hat das Rezept für Nuka-Cola entwickelt, oder? Genau. Wow. Das wissen heute nicht mehr viele Leute. Um den Hauptpreis zu gewinnen, musste man im Park 10 Bilder von Corky finden, dem Nuka-Cola-Maskottchen. In jedem Bild ist ein Teil eines Codes oder so ähnlich versteckt. Und die Teile kann man nur mit der Brille sehen. Also, ich weiß, was du denkst. Brad Burton ist längst tot. Wen interessiert so ein Gewinnspiel? Ich wette, dass sich irgendwo in seinem Büro die originale Nuka-Cola-Formel befindet. Diese Formel war eines der größten Mysterien der Softdrink-Welt und wäre das Kronjuwel meiner Sammlung. Wenn du mir hilfst, sie zu bekommen, bezahle ich dich auch dafür. Klar, warum nicht? Vielleicht erfahre ich dabei mehr über den Park. Klingt einleuchtend. Du bist neu hier. Du solltest so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Ich gebe dir die Corky-Brille und diesen alten Flyer. Da sind Hinweise drauf, wo du die Corky-Bilder findest. Notier dir die Hinweise in den Bildern und bring sie zu mir, wenn du alle hast. Ich bin Expertin für alles rund um Nuka-Cola. Ich kann sie also bestimmt entschlüsseln. Viel Glück. Okay, wir haben uns wieder Aufgabe zur... Naja. Hey. Nuka Case. Du bist der neue Overboss, oder? Da hast du Coulter aber eine ziemliche Lektion erteilt. Naja, um ehrlich zu sein, ich hatte etwas Hilfe. Ach was, Gage hat dir alles gesagt. Ja, ich weiß davon. Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ich finde, Coulter hat genau das bekommen, was er verdient hat. Keine Loyalität, niemand mochte ihn, wir werden keine Probleme haben. Gut, dann werden wir keine Probleme haben. Solange du die Banden so führst, wie sie geführt werden sollten, werden wir ganz sicher keine Probleme haben. Während Coulter an der Macht war, ging es mit dem Geschäft stetig bergab. Jetzt, da du da bist, könnten alle eine Menge mehr Geld verdienen. Wo wir gerade davon reden, ich hoffe, du wirst auch was in der Nuka-Cade ausgeben. Klar, wieso nicht? Der Laden sieht spaßig aus. Ja, ist ziemlich toll, oder? Die ganzen Attraktionen und Spiele um dich rum funktionieren nur dank mir. Ich bin der Einzige, der sie zerlegen und wieder zusammensetzen kann. Wenn ich sterbe, ist es nur eine Frage der Zeit, bis alles auseinanderfällt. Und die ganzen tollen Preise, die man gewinnen kann. Ja, die hast du auch mir zu verdanken. Preise? Das hört sich echt gut an. Na dann komm her und ich erkläre dir, wie du sie dir holen kannst. Jedes Spiel in der Nuka-Cade funktioniert mit den ursprünglichen Vorkriegsmarken. Steck einfach eine in einen Automaten und los geht's. Wenn du genug Punkte sammelst, spuckt die Maschine ein paar Tickets aus, die du am Preisterminal gegen alles Mögliche eintauschen kannst. Bitte sag mir, dass du diese Marken verkaufst. Natürlich.
Aber das ist nicht der einzige Weg, an sie zu kommen. Du bekommst Marken auch an den Vorkriegsmarkenautomaten in der Nuka-Cade. Aber nur mit Vorkriegsgeld. Und wenn du dich ein wenig im Park umsiehst, wirst du bestimmt auch ein paar finden. Pass auf. Um dich offiziell in der Nuka World willkommen zu heißen, bekommst du von mir für den Anfang eine Marke. Du gibst mir jetzt 3 Marken. Oder ich breche dir ein Bein. Schon gut, ganz langsam. Kein Grund, gleich gewalttätig zu werden. Tja, das wär's dann wohl. Wenn du was brauchst, dann lass es mich wissen. Oh, und vergiss nicht, das hier mitzunehmen, Boss. Soll ja keiner sagen, ich hätte dir nie einen Gefallen getan. Gut. Hihi. Hey, da liegt ja genug Klumpert um. Wir müssen unbedingt aus den Siedlungen das Vorkriegsgeld rausholen. Unbedingt. Das können wir später mal alles machen. Dauert noch ein bisschen. Warte mal. Wo hat sie denn die Sonnenbrille jetzt da? Diese komische Corky-Brille. Nö. Roter Prügler, okay. Planke, nehmen wir mit. Preisterminal. Ah, jetzt da. Name eingeben. Magnetkuh. Okay, bis wir das auch. Eigentlich wollte ich zu die Fraktionen, zu die Raider. Oh. Wir werden ein bisschen mehr erkunden müssen. Eben für das, dass wir den depperten Dings wieder in Betrieb nehmen. Den Park. Alter, schaut diese Brille beknackt aus. Schaut diese Brille beknackt aus. Gut, wir werden jetzt wieder ausziehen aus den Schars. Um den Rest können wir uns später kümmern. Mir ist jetzt mal wichtig, dass wir... Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ja, sobald wir genug Marken haben, werden wir das auch mal alles machen. Ein paar der Maschinen haben ein paar Probleme gemacht, aber keine Sorge, ich habe sie repariert. Sehr brav. Also das sind die... Haben wir das alles soweit? Ja. Gut. Gehen wir weiter. Warte mal.
Wir müssen dazu mal ein bisschen anders vorgehen. Wir setzen ein bisschen verrückter ausschauen. Sie schaut momentan einfach zu brav aus. Ja, ich glaube, das ist durchknallt genug für dabei einmal, ne? Wir müssen jetzt so einen Friseur auch noch und unsere kleine Maus ein bisschen umdekorieren, wie man so schön sagt. Wenn ihr jetzt nur wisst, wo die erste Fraktion ist, da. Gut, wir werden jetzt mal speichern. Ich wollte auch mal versuchen, ob ich die Feuerprobe bestehe. Aber jetzt ist das Zeitverschwendung. Richtig. Dich kann niemand mehr toppen. Nö. Haha. Ruhe Ja. und Jünger. Alles verkleidete Amateure. Und du bist besser, oder was? Ja, das werden wir noch rausfinden. Wir dürfen den anderen Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Das ist natürlich... Ja, das ist natürlich ein gutes Argument. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht mehr zu sorgen. Denk dran, ohne die Brille siehst du die geheimen Corki-Codes nicht. Ich Also weiß. trag sie, wenn du auf die Suche gehst. Ja, aber momentan suche ich was anderes. Momentan suche ich einen besseren Tag. Die Unternehmer zu verstehen ist gar nicht schwer. Wir wissen, wie man lebt. Bei den anderen Banden steht eher das Sterben im Vordergrund. Ach so, okay, das kann ich auch ganz gut. Sterben. Mhm. Ich bin wie die Wiedergeburt. Gut. Du kannst reingehen, Overboss. Ja, danke, Meister der Mütze. Tut mir leid, Max. Bisher konnten wir nur rausfinden, dass sie diesen Pip-Boy am Arm trägt. Unser neuer Overboss ist also ein Vault-Bewohner. Oder hat einen umgelegt. Du kannst gehen. Okay. Wir machen dort eine kleine Pause. Und in der nächsten Ausgabe werden wir, wenn du Interesse hast, uns dieses Schlamassel anschauen. Bis zum nächsten Mal. Baba.